Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der 187. Folge vom Volline Podcast. Und heute sind wir in einer speziellen Umgebung, und zwar bei mir daheim in der Stube. Und ja, ich glaube, für die 44 West kennen, für die wird es heute eine richtig geile Folge. Und zwar haben wir heute bei uns zu Gast den vierten und letzten Mann aus dem Quartett von diesen vier. Und in dem Sinn wollte ich den Julian Müller von 44 West ganz herzlich bei uns begrüßen. Danke, André, für das willkommene Intro von dir. Ich freue mich natürlich, hier in deiner Stube zu sitzen. Ja, also ihr müsst zum wissen, ersten Mal. Das stimmt, er ist wirklich zum ersten Mal da. Ihr müsst wissen, der Julian und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben, wann haben wir zusammenrudern? 2016. Erst? 15. Nein, 15. Genau, also wir kennen uns von dort und sind dann auch zusammen gross geworden, kann man so sagen. Was würdest du sagen, was denkst du so, wenn du zurückschaust auf diese Zeit? Geile Zeit gewesen. Schon lange her, ja. Schon sehr lang. Es war auch eine harte Zeit gewesen, ja. Aber ja, schöne Erinnerungen. Also wir durften zusammen U23-Weltmeister werden und dann inklusive Weltbestzeit, was natürlich ein riesen Highlight war. Die ist uns mittlerweile weggenommen worden. Das müssen das ist nicht erwähnenswert. Ja, aber du bist wegen etwas anderem da. Und zwar habe ich es schon erwähnt. Du bist der vierte von 44 West, der sich zu uns gesellt, bevor ihr dann wirklich auf den Atlantik geht. Für die nicht alles im Überblick haben, der Matt war schon bei uns in der Folge 98, der Luca war bei uns in der Folge 141 und der Lorenzo war bei uns in der Folge 163. Und jetzt bist du da und ich möchte gerade am Anfang, bevor du noch dich ein bisschen genauer vorstellen darfst, einen Hot Take machen. Und zwar sage ich, du bist nicht ready für den Start. Ich bin nicht ready? Ja, das ist jetzt ein Hot Take von mir. Also du greifst mich an? Ich greife dich jetzt gerade direkt am Anfang an. Krass. Okay. Oh. Was ist jetzt? Wir haben eine rechte Distanz dazwischen. Ja, und wir können uns nicht bewegen, weil die Mikros so gut eingestellt sind. Nein, sag, also wie ist so dein Ready-Gefühl? Es geht los in ungefähr 3,5 Wochen am 12. oder 13. Dezember. Also in 3,5 Wochen fliegen wir. 29. November fliegen wir auf La Gomera an den Start, wo wir dann nochmal 2 Wochen Vorbereitung haben. Ah, okay. Und wo es dann am 12. Dezember losgeht. Okay, und wie ready, hast du das Gefühl, wie fühlt sich das an, so das Gefühl von bereit sein? Oder gibt es das überhaupt vor so einem grossen Vorhaben? Ja, das gibt es definitiv. Also ich fühle mich so ein bisschen wie früher, wo der Peak näher kommt und ich weiss, ich habe es richtig getroffen. Ja. Also ich würde sagen, vor ein paar Monaten habe ich mich noch nicht so ready gefühlt und jetzt merke ich langsam, ich erhole mich gut, ich trainiere gut und jetzt kommt es näher und ja, Konkurrenz tut mir leid. Ja, das die müsst ihr leid tun, weil ihr habt gute Konkurrenz, das habt ihr auch gesagt am 44 West Pre-Race Apero, wo wir später noch werden zurück drauf kommen. Vielleicht für die dich nicht so gut kennen, eben, wir kennen uns wirklich sehr gut. Ich glaube, wenn man mal über mehrere Jahre zusammen gerudert hat, und wir haben ja dann eigentlich auch so ein bisschen den Sprung in die Elite, sage ich jetzt mal, ja, auf die Weltbühne haben wir zusammen gemacht und darum das hat einem schon auch zusammengeschweißt. Aber für die dich nicht so gut kennen, auf der Webseite von euch steht Juicy July. Wie kommt es dazu, dass du so heiß bist? Weil das ist mir auch ein bisschen ein Rätsel. Ja, mir auch. Bis zum heutigen Tag. Okay, aber kannst du dich gleich kurz einmal den Leuten vorstellen, die dich wirklich noch nicht kennen? Die mich wirklich nicht kennen. Wie gesagt, vor rund 15 Jahren angefangen zu rudern. Dann rund 5 Jahre professionell gerudert im Nationalteam. Und dann ein Studium gemacht an der HSG. Bachelor abgeschlossen und bald fange ich meinen Master an. Auch an der HSG. Habe zwischendurch gearbeitet und ja, das ist so ein bisschen mein Lebenslauf, schnell gesagt. Ja, das stimmt, kann ich auch bestätigen. Und eben das Juicy July, jetzt gibt es keinen Hintergrund von dem? Keinen direkten. Ich erzähle. Was soll ich sagen? Haben sie dich einfach gefragt? Sie haben mich einfach so genannt. Wir waren in der Ferien, wir hatten eine gute Zeit gehabt. Also der Lukas sind in der Ferien gewesen?
Genau, ja. Also unter dort ist ja anderem. eigentlich 44 West ein bisschen entstanden. Dort ist so der erste Samen gesetzt worden Ja. für das Projekt 44 West. Also, Das ist jetzt schon mehr als 3 Jahre her. ja. Und wo Ähm, war das gewesen? Das war in Kroatien, gewesen, Okay. 2022, glaube ich. Und auch ein bisschen Rauschmittel intus? Nein. Nein? Okay, ja gut. Der Ich Lukas sag sagt immer- ja, ich sage nein. Das Ich ist- sage immer, die besten Ideen kommen, wenn man irgendwo im Ausgang ist. Aber in dem Fall kommen auch gute Ideen. Die Frage ist es eine gute Idee gewesen? Manchmal schon, manchmal nicht. Also, Nein, ich sage das es, ist- wenn wir drüber gerudert sind, aber bis jetzt ist es eine gute Idee gewesen. Aber natürlich gibt es auch Momente, wo man Zweifel hat. Ja, ja. Aber im Also das Moment, ist ja, das ist klar. ja. Da werden wir später auch noch ein bisschen drauf mehr eingehen. Ich weiss, der Lorenzo ist so ein bisschen der Grundgedanke gewesen, oder hätte es schon lange machen wollen. Mhm. So ein Talisker Whisky Challenge. Ich Ja. weiß nicht, ob es jetzt noch so heisst. Nein, jetzt heisst es so World's Toughest Row. Ja, und wer ist der Hauptsponsor? Gibt keine mehr. Gibt keinen mehr. Ja. Sie Okay. sind jetzt sozusagen selber so Ja. erfolgreich, dass sie keinen Hauptsponsor mehr brauchen. Okay. Und du bist dann eigentlich so mit dem Luca zusammen auf den Lorenzo zugegangen? Oder wie hast du den Lorenzo gefunden? Weil du und der Lorenzo, ihr habt euch ja eigentlich nicht so gut gekannt vor 44 West. Gute Frage. Ich habe eigentlich an Matthias angerufen, oder mehrere Leute damals in der Ferien. Wir haben sofort gesagt, wir brauchen noch 2 Leute. Und dann sind wir auf den Matthias gekommen. Ich denke, das ist sicher ein crazy Dude, Wieso ist da gerade der Mädi Sinn gekommen? weil er eigentlich crazy ist. Wieso habe ich eigentlich dich nicht angerufen? Ist Ja, gut. Bro, Nein, also ich weiß wirklich. ganz genau. Weil du bist noch im Nationalteam gewesen. Also hättest du mir angerufen? Ja, Geil, Alter, geil. aber wie gesagt, es sind viele Leute damals noch im Nationalteam aktiv gewesen. Ja. Von dem her ist es so nicht zur Frage gekommen, weil wir gewusst haben, es ist ein so ein intensives Projekt, dass wir euch gar nicht einbinden können. Ja. Oder ihr gar keine Zeit für das haben. Ja. Und dann habe ich eben Matthias angerufen, er Ja. hat nachher ist drauf gekommen, der Lorenzo hat mich schon lange gefragt. Ja. Und dann hat sich so der Kreis geschlossen. Wir haben uns dann, ich glaube, 1-2 Monate später getroffen, online. Ja. Ja, also wirklich für das nächste Grossprojekt, das ihr dann vorhättet, vielleicht wäre ich dabei. Ich muss sagen, ich habe jetzt so ein bisschen in den letzten paar Monaten und jetzt auch am Pre-Race-Event habe ich schon cool gefunden, was ihr alles auf die Beine gestellt habt. Das ist ja wirklich krass, wenn man das an einem Abend präsentiert bekommt, von eben Sponsoren über einfach das ganze Organisatorische mit dem Boot, Sicherheit und etc. Dann habe ich so gedacht, wow, es ist schon hure geil, wenn du das kannst in einer Kollegengruppe machen, und logischerweise wäre ich dann auch gerne dabei gewesen. Aber wenn ich wirklich so mit den Gedanken ins Rennen gehe, ich weiß auch nicht, ich habe mir das ja noch nie gemacht, ich kann es mir nicht genau vorstellen, aber dann denke ich so, hey, lieber lasse ich zuerst meine Kollegen das machen und ausprobieren. Ich weiß nicht, ja, logisch, es reizt mich irgendwie schon, Ja. aber ich Also glaube, hast es du ist- dir in dem Fall schon überlegt, so sicher. das auch zu machen? Also ist ja logisch, wenn irgendwie 2 von deinen besten Kollegen das machen, dann überlegst du dir ja logischerweise auch, hey, wie wäre das, wenn ich das machen würde? Okay, spannend, ja, habe ich mir noch nie überlegt. So. Aber ich weiss nicht, die Frage, ob du den Pazifik würdest machen, kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu früh vor dem Atlantik, Du oder? kannst gerne fragen, aber ich würde es nicht machen. Kann ich dir jetzt schon sagen. Bist du ganz sicher? Ja. Gut, du weißt ja nicht, was auf dem Atlantik noch passiert. Vielleicht Genau. wirst du zu so einem krass besseren Mensch noch, dass du dann sagst, hey, wow, ich will unbedingt noch den Pazifik machen. Ich denke es nicht. Ja, gut, aber über das können wir eh nur spekulieren. Ich wollte ein bisschen darauf eingehen, oder eigentlich habe ich etwas vergessen. Was? Etwas mega Wichtiges, was wir eigentlich immer machen in diesem Podcast. Mhm. Und zwar fragen, wie es dir geht. Aha, ja, schöne Frage. Nein, wirklich. Also das habe ich jetzt wirklich Ja? vor lauter Intro vergessen. Ja. Wo stehst du so gerade im Moment? Wie geht es dir? Was machst du gerade? Ja, im Eben, es ist noch 3,5 Wochen bis zum Flug, wo wir dann an den Start fliegen. Und für mich ist jetzt eigentlich so ein bisschen Admin-Zeug erledigen, Wohnung abgeben. Also du gibst deine Wohnung, Korrekt. aber Ja. für dich... Nein, ich gehe ja nachher wieder auf St. Gallen. Eben, also es zum ist nicht Master. nur wegen dem Rennen. Nein. Also für die das erste Mal dabei sind und das erste Mal von dem hören, das Rennen geht im besten Fall 28 Tage. Plus eben die 2 Wochen, wo wir vorher dort sind. Und wie lange planen wir nachher noch zum dort zu sein? In Antigua, meinst du? Ja, Das kommt ein bisschen darauf an, wie lange, wenn wir ankommen. okay. Wenn wir jetzt mega spät im Januar würden ankommen, würden wir halt wieder heimfliegen. Aber du hast nicht vor, noch einen Monat dort zu reisen? Nein, Okay. maximal. Also eben für die es noch nie gehört haben, in dem Fall etwa, ja, sagen wir 5 Wochen, 6 Wochen insgesamt weg von daheim.
Schon mehr. Wir 8 gehen ja, Wochen? ja 2 Gut. Monate, würde ich sagen. 2 Monate, okay. Und jetzt gibst du deine Wohnung ab? Ende Monat gebe ich sie ab und Ja. eben deswegen gibt es noch recht viel Admin-Zeug. Schauen, dass wir alle Rechnungen zahlt, dass alles läuft und so weiter. Ja. Und ja, vor allem jetzt trainieren und gut schlafen, gut essen, so eine gute Consistency an den Tag legen, Ja. dass ich dann ready bin. Und jetzt auch ein bisschen runterfahren. Und das Also, macht dich in dem Fall mental. jetzt gerade glücklich? Sehr, ja. Geil. Ja. Das ist wirklich schön Und auch zu mit der hören. Family jetzt noch ein bisschen Zeit verbringen. Ja. Freundin, einfach noch mal ein bisschen... Also ist es effektiv so ein bisschen ein Abschied nehmen jetzt? Oder wie fühlt es, sich ist das? es ist schon so ein bisschen... Wir geniessen noch jeden Moment, den man hat. So jetzt in den nächsten, es tut Ja, blöd, es aber klingt verdammt blöd, wir, ja. wir geniessen es wirklich. So, wir wollen auch nicht irgendwie einen Streit anfangen oder irgendwie... Ja. Es geht darum, dass man jetzt wirklich... Wir schätzen die Zeit wirklich, die man hat mit seinen Okay. Liebsten. Gut, es ist schön zu hören, dass es dir gut geht. Und es ist immer besser, einen glücklichen Podcast-Gast zu haben, als jemand, der nicht so zufrieden ist. Und darum fahre ich jetzt gerade weiter mit dem, was ich eigentlich vorher wollte anfangen. Und zwar geht es so ein bisschen ums Update seit dem Lorenzo. Er Mhm. ist eben am 17. April ist er bei uns gewesen, also im Frühling. Ja, okay. Und was ich mir so ein bisschen notiert habe, ist, was dazwischen passiert ist, eben, wir sind auf dem Atlantik gewesen, als so ein bisschen Atlantik-Test, mal wirklich das Wasser unter dem Viertel zu haben, das er dann nachher auch während einem Monat werden haben. Das Mhm. Boot ist verladen worden Ja. und wir sind am Pre-Race Apero gewesen. Ich weiß nicht, habe ich noch so einen grossen Meilenstein vergessen? Nein, ich glaube, das war es gewesen. Also, das Okay. Boot ist weg. Wir haben eine super gute Ausfahrt gehabt. Der Apro ist, glaube ich, cool gewesen für die Leute. Also dann Und, fangen wir doch gerade bei der Ausfahrt an, weil ich wollte Mhm. da ein bisschen genauer darauf eingehen. Ja. Eben, ihr seid als Abschliessende von wie vielen Ausfahrten sind ihr auf dem Atlantik gewesen? Das war unsere 4. Meeresausfahrt gewesen. 4. Meeresausfahrt. Ja. Und wie kannst du die so in Relation zu den anderen setzen? Ist es also jetzt nicht, wie ihr es erlebt habt, sondern einfach auf dem Papier? Mhm. Ja, es waren Welten gewesen. Also von erfahrungsmäßig. Ja. Wir haben so viel gelernt von der ersten Ausfahrt noch letztes Jahr, wo wir von Italien, Kroatien wieder auf Italien gerudert sind. Nachher zu Viareggio, Sizilien, wo wir 2-mal gemacht haben. Ja. Und jetzt noch Spanien, Portugal. Es sind einfach, auch von den Bedingungen her, sie sind einiges nochmal erhöht, also, wie soll ich sagen, schwieriger gewesen. In welchem Sinn? Nochmal grössere Wellen, Ja. nochmal mehr Wind. Und halt einfach auf der einen Seite war der Atlantik gewesen. Also nochmal ganz ein anderes Feeling, so, Ja. dass man weiss, Ist es nichts. kommt lang nichts. Es Ja. kommt schon irgendwann etwas, aber Ja. lang nicht. Und dort musst du drüber. Und dort musst du drüber. Das ist Genau. schon ein heftiges Gefühl wahrscheinlich, wenn du einfach mal so dort raus schaust und Mhm. denkst, ich muss jetzt da 30 Tage rudern Mhm. oder 30 Tage schneller rudern, dass ich dort hin bin. Ja. Was hat das in dir ausgelöst? Ist es gewesen, wow, geil, ich wollte das unbedingt erfahren, ich wollte über den Horizont fahren, oder ist es ein bisschen Angst gewesen, oder? Mhm. Ich habe mir die Gedanken ehrlich gesagt nicht gemacht, jetzt dort drüber zu rudern. Ja, Es war mehr darum, einfach die Ausfahrt, die wir uns vorgenommen haben, so gut wie möglich als Hauptprobe durchzubringen, mit guter Stimmung und halt mit gutem Speed. ja. Und ich glaube, das haben wir können schaffen jetzt in dieser Aha. Ausfahrt. Ein bisschen die Confidence zu holen. Und ihr habt es schon angetönt gehabt beim Pre-Race-Event. Eben, es sind Welten gewesen, vom Mittelmeer sozusagen auf den Atlantik. Was ist so für euch persönlich, was ist so der Schlüssel, jetzt wenn du zurückdenkst, dass es eben dann auf dem Atlantik nicht so wird wie auf dem Mittelmeer? Mhm. Ich glaube, der grösste Schlüssel war Vorbereitung gewesen und Routine auf dem Boot. Einfach so ein bisschen, einfach der Rhythmus, den wir uns vorgenommen haben, durchzuziehen. Der 2-Stunden-Rhythmus Ja. und dann am Tag noch ein bisschen das dritte Rudern. Einfach, das hat uns extrem geholfen auf dem Atlantik jetzt. Ja. Da sind wir einfach durchgekommen, egal ob es grosse Wellen gehabt oder nicht, Aha, ob es Wind gehabt oder nicht. Wir sind einfach wie eine Maschinerie durchgegangen. Und geil. ich glaube, das ist eigentlich der Key nachher auf dem Meer, also auf dem Okay. Atlantik dann auch. Und so Routine, wie sieht jetzt die Routine aus? Also, Mhm. du hast gesagt, 2 Stunden rudern. Mhm. Und was passiert dazwischen noch? Was passiert nachher noch? Also kannst du mal so einen Zyklus beschreiben, bis du wieder eigentlich am Rudern bist? Ich kann es kurz fassen. In kurzen, ja. Also, du kommst vom Wechsel, also vom Sitz weg,
nimmst deinen Sitz noch weg, weil der andere hat vielleicht noch einen anderen Sitz. Okay. Dann musst du den schnell wechseln. Ja. Dann kommt der Luca bei mir jetzt, weil wir die Kabine teilen, kommt er raus, kriecht Ja. aus der Kabine raus. Also es ist fix definiert, das Das wird ist fix nicht geändert? Ja, Okay. genau. Fix definiert. Dann kommt er aus der Kabine, tut seinen Sitz drauf. Ich gehe so schnell wie möglich in die Kabine rein, tue den Hatch zu, je nach Bedingung. Klippe mich aus in der Kabine, Gestellte weg, eigentlich ziemlich komplett aus, vielleicht kurz abtrocknen. Also du bist Und nackt in dieser Kabine? Mehr oder weniger, je nachdem, vielleicht ziehe ich frische Sachen an, wenn es kalt ist. Ja. Bei warm einfach nackt. Ja. Und dann geht es darum, dass du möglichst schnell Elektrolyte reinbringst, du trinkst etwas, du isst etwas und dann kommt es darauf an, ob es Tag oder Nacht ist. Ja. In der Nacht schlafst du dann halt sofort 90, 100 Minuten. Und das Wenn hat möglich. geklappt jetzt beim Test? Das klappt super, ja. Also du gehst gerade weg? Ja, du bist so müde. Krass. Du hast vielleicht noch Kopfhörer rein, Ja. dass du nichts mehr hörst und dann schlafst du eigentlich sofort durch und sagst noch am Luca, hey, kannst du mich wecken 15 Minuten vorher. Ja. Und Wie sonst macht er denn das? er klopft einfach, hämmert einfach an die Tür an. Und am Okay. Tag hast du dann halt ein bisschen mehr Zeit. Dann, ja, manchmal bist du auch nicht müde, dann hörst du noch ein bisschen Musik. Oder machst du sonst noch irgendwie, musst dich selber noch filmen, Ja. wegen der Doku, die wir noch an Bord haben, oder Ja. so Sachen. Ja. Kleine Zähneputzen, keine Ahnung. Aha. Ja. Und das ist eigentlich das Ganze und dann Dann fängt es wieder von fährt es vorne wieder an. an und das ist eigentlich wirklich das Ziel für 30 Tage nonstop. Genau. Aber jetzt, die Fotos, die ich damals bekommen habe, ist ja schon mal einer im Wasser gewesen und ihr habt eine Mhm. gute Zeit gehabt. Weißt du, dass jetzt, es ist irgendwie keine Ahnung, falsche Strömung oder keine Ahnung und es lohnt sich gar nicht zu rudern. Also es gibt einen Fall, wo es eigentlich zu einem Chillerboot würde werden. Gibt es das? Das gibt's. Also wir haben jetzt in der dritten Ausfahrt erlebt, wo wir kurz von Viareggio nach Sizilien, Ja. wo wir Gegenwind hatten. Aha. Und wir haben das dritte nicht mehr als 1,5 Knoten geschafft. Ja. Und dann lohnt es sich fast nicht weiter zu rudern, weil du auch zu viel Energie verbrauchst. Ja. Und dann haben wir ein paar Anker ausgeworfen, so einen riesen Unterwasser-Fallschirm eigentlich, Ja. wo dich im Wasser hebt. Und dann driftest du überhaupt nicht ab. Oder fast Okay. nicht. Und dann haben wir uns halt ein paar Stunden ein bisschen Ruhe gegönnt. Und Okay. auch ein bisschen schwimmen und mal ein bisschen geschaut, was dort unten so abgeht unter uns. Also hast du effektiv mal Taucherbrille genommen und Ja, dann nimmst du Taucherbrille und sind wir alle rein. Und das wäre das, was mir wirklich Angst macht, die Mhm. Tiefe. Das ist einfach, ja. aber Aber es ist ja nicht, also meistens ist ja ja, nicht. ich weiß, aber trotzdem. Aber nein, auf jeden Fall, es hat Tiere. Also wir Ja. haben die Wal gesehen, Delfin, alles Krass. Mögliche. Krass. Also, aber ja. Ja, ich finde das wirklich eindrücklich, dass das sozusagen einen Monat lang wirklich durchziehst und eben im besten Fall ist es wirklich wie eine Maschinerie. Dann so das Nachtrudern. Ist es Nackt? wirklich... Das kann man? Ja, das kann man. Geil. Also wenn es heiß ist. Also dann würde ich Also umso ich mehr- mache das umso mehr nicht, mitmachen. Wegen meiner weißen Haut, dass es immer ein bisschen gefährlich ist. Ja. Aber es gibt sicher 1, 2 vom Team, die es bevorzugen. Gut, ich bin dann gespannt, ob die Kamera dann eingeschaltet ist. Immer Aber- eingeschaltet. Ja, das... Aber es wird sicher nicht gezeigt, ja. Ja, eben, Nachtrudern. Der Matt hat mir ja wirklich mal gesagt, dass er es so eindrücklich findet und so krass ist. Mhm. Wie ist es für dich, wenn es einfach stockdunkel ist und du dich irgendwie einfach bewegst, ja? Es kommt darauf an, ob es stürmt oder nicht. Ich meine, wenn es wolkenfrei ist, dann siehst du wirklich so, dann hast du das Gefühl, du schwebst so im Weltall. Okay. Weil es ist wirklich so vom Horizont bis zum anderen Horizont sind Sterne. Und dann bist du wirklich so, und dann reflektierst du vielleicht noch, Ja. und dann bist du wirklich so im Weltall am Schweben. Und das kannst du dann auch Das ist geniessen? brutal. Ja, das ist krass. Das ist insane. Okay. Krass, Wo ja. hingegen, wenn du gar nichts siehst, wenn es Wolken hat und es stürmt und du nur deine Anzeige siehst, vorne irgendwie deine Gradzahlen, wo du anfährst, dann ist es halt, je nachdem, ja, ein bisschen scary. Ja, Aber- aber es wird dann nicht irgendwie schlecht, oder? Nein, mir wird es nur Also am nicht Anfang wegen der schlecht. Nacht, Nein. sondern es wird allgemein sonst sehr krank, aber nicht spezifisch Ja. wegen der Nacht, meine ich. Die Nacht tut sicher verstärken. Okay. Also wenn du jetzt am Anfang gerade in die Nacht startest und ich hätte jetzt kein irgendwie Medikament genommen oder so, Ja. dann würde es mich gerade nehmen. Also es ist effektiv so, Aber- dass wenn er jetzt startet, dann am 12. Dezember. 12. Dezember, Mhm. dann werdet ihr also Medis nehmen gegen Mhm. Seekrankheit. Also ich sicher, ja. Und Genau. wie lange Und das nimmst wirkt du die? mega schnell. Also ich nehme eigentlich am ersten Tag nehme ich sie und dann ist es bei mir schon gut. Okay, und Also ich du bist springe der, mega der am schnell meisten an. Probleme hat? Nein, aber
Die anderen nehmen es hoffentlich auch. Nein, es gibt der Lorenzo und der Matthias nehmen es nicht. Und sie sind wirklich recht seefest. Okay, Also sie haben wirklich... Nein, Ja. sie sind seefest, kann man so sagen. krass. Hey, ja, ich glaube, ich werde auch einer sein, der das am Anfang unbedingt braucht. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, dann ist das Boot verladen worden. Mhm. Erfolgreiche Ausfahrt auf dem Atlantik gsi. Wie war das so gewesen? Der Matt hat, glaube ich, das Boot auf Portugal gebracht. Oder wie ist das gegangen? Du meinst jetzt die Ausfahrt oder meinst du jetzt das Boot fürs Schiff? Nein, das Boot hat euch verlassen. Richtung Genau. La Ja, genau. Gomera. Der Bani ist ein Boatman und der Matthias haben das Boot zu unserem Bootsbauer gebracht. Der verschifft die. Der ist in England. Der ist in England, genau. Okay. Sie sind auf England gefahren, Ja. haben dort noch, das Boot hat noch ein paar Optimierungen bekommen vom Bootsbauer. Die wären gewesen. Zum Beispiel Hedges sind austauscht worden, dort wo man das Essen rein tut. Also die Türen, Ja, die sind leichter jetzt, die sind aus Carbon jetzt. Vorne sind so aus Glas, Plexiglas. Carbon statt Kondition, ne? Genau, Zählt überall. immer. Ja, je leichter, desto besser. Und Also macht das wirklich so einen Unterschied? schlussendlich macht jedes Kilo Also einen ja, Unterschied. es Ja. summiert sich natürlich auf. Genau. Wenn du nur schon 30 Kilo kannst sparen, ist das ein riesen Unterschied. Okay, Ja. Und Ja. wirst du es sicher rausholen. ja, logisch. Und jetzt ist das Boot dann aber schon auf dem Weg nach La Gomera. Also wie geht denn das? Mit dem Container. Es wird nachher Container. verschifft und Ja, geht dann auf Und- La Gomera. also eben, das ist ja euch ein Haupttrainingsgerät gewesen. Mhm. Wie ist es jetzt ab dem Moment weitergegangen, wo ihr eigentlich kein Boot mehr habt? Also ihr habt erstens gewusst, hey, ich kann nichts mehr verändern. Mhm. Es ist jetzt so, wie es am Renntag wird sein. Das Training ist, ja, Mhm. was habt ihr dort? Ab dem Moment hat es einen Change gegeben im Training. Ich würde nicht sagen ein Change, aber sicher mehr Ergo. Doch, definitiv mehr Ergo. Ja, Wir haben jetzt recht Fokus gelegt auf Ausdauer für die letzten paar Wochen. ja. Klar machen wir auch Krafttraining, dass wir noch gewisse Masse an den Tag legen. Aber es war jetzt schon mehrheitlich Ergo gewesen eigentlich, Okay. Indoor-Training. Und ihr macht es wirklich auch ein bisschen so, dass ihr eine Art, also nicht eine super Kompensation habt auf den Start hin. Also Mhm. kann man das wirklich bei so einem langen Rennen brauchen? Oder gibt es eine super Ja. Kompensation für 30 Tage? Das nehme ich an. Nein. Bringt ihr einfach etwas für die ersten paar Tage? Oder Ja. wie planet ihr das? Ich glaube, es ist nicht so eine super Kompensation, wie wir sie kennen von früher, wo man wirklich so tief ins Loch geht und dann kommt man wieder raus und man ist so Oder man ist mit eben nicht drückt ganz ohne rausgekommen? Schmerzen. Wie? Und man Wirklich? kommt nicht raus, ja. Aber eben, jetzt ist es schon ein bisschen anders. Ich kann bis 1-2 Wochen vorher voll trainieren. Ja. Und dann in La Gomera wird es nochmal so viel Logistik sein und Ja. das Boot vorbereiten. Und dann trainieren wir schon noch einmal am Tag, aber halt einfach, dass wir uns bewegen. Aber ich glaube, es ist nicht die super Kompensation, die Ja. wir kennen vom Sport. Okay. Aber so das Ziel der ersten paar Tage ist schon möglichst schnell mal einen Vorsprung zu machen, oder? Oder das haben wir ja gesagt, Musst oder? aufpassen, André, was die Leute dann, weißt, das wird nachher nicht umgehen, oder? Zu der Konkurrenz. Ja, aber die verstehen ja kein Schweizerdeutsch. Das ist eben nicht so. Wir haben auch Schweizer Konkurrenten. Oh, sorry, Alter. Aber nein, auf jeden Fall, wir gehen voll raus. Also voll rein gehen wir eigentlich. Ja, logisch, wie wir immer, gehen voll ja. rein. Ja. Bis eigentlich am Schluss. Genau, wir wollen dominieren, das ist ganz klar. Ja. Und von dem her werden wir auch voll rausgehen. Das kann ich auch da meinen Gegnern sagen. Gegnerinnen. So wie wir damals, ihr habt es jetzt ja mittlerweile ein paar Mal gemacht, Tour du Lac. Ja. Also das ist das längste Rennen auf einem Binnensee Mhm. in Europa oder ich weiß nicht wo. Auf jeden Fall haben wir dort auch die Taktik gehabt. Mhm. Und Stimmt, 2019 haben wir das gemacht. es ist Zusammen. nicht ganz nach Plan gegangen. Aber wir sind schnell gewesen. Ja, ein Drittel vom Rennen, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, sorry, dass ich da ein Geheimnis gelüftet habe. Nein, das ist überhaupt kein Nein, wir gehen wirklich voll raus. Also, Gut. Und Es wie gibt- lange kann man eigentlich so ein bisschen erwarten, dass man kann ohne Naturphänomen rudern? Also weißt, kann das sein, dass es schon ein Sturm ist beim Start und dann kann es sein, nach 5 Kilometern muss man sagen, hey, fuck Jungs, wir haben ein Problem. Oder Mhm. rechnet man erst so nach 5 Tagen damit, wenn man wirklich auf dem offenen Meer ist, hey, jetzt könnte es wirklich sein, dass wir mal nicht mit der Physis vorwärts machen Also es kann wirklich sein, dass von Anfang an einen Sturm hat. Also Okay. dann,
Ich weiss nicht genau, wie die Trendleitung entscheidet, ob sie alle rauslassen Ja. oder ob sie nochmal einen Tag warten. Es gibt verschiedene Tage sozusagen. Okay. Sie können dich schon 1-2 Tage früher an den Start lassen Okay. oder 2-3 Tage später. Sie lassen sich das offen. Okay. Aber das Ziel ist schon, dass wir am 12. Dezember startet. Und wenn es fest windet, dann für uns ist das kein Problem. Das ist ja super, dann können wir gerade mit dem Wind mitgehen. Ja, wenn er in die richtige Richtung ist. Ja, klar, wenn es Gegenwind ist, lassen sie es wahrscheinlich nicht raus. Aber Ja. meistens okay. kommt er mit. Also Ja. vielleicht ein bisschen Seitenwind. Aber das sollte kein Problem sein. Also wir können auch im Sturm rudern. Ja. Welche Zeit ist der Start? Weiss man das schon? Ich glaube, das ist kurz vor dem Mittag, Kurz vor dem Mittag. wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Ja. Ja, nein, ist spannend. Ich wollte aber noch schnell bei dem bleiben, bevor wir zum Rennen selber kommen. Was noch passiert ist, eben das Boot haben wir weggegeben und ja, ihr sind viel mehr auf dem Ergo gewesen. Und ich stelle mir das noch hart vor, weil eben schlussendlich, was lernst du in dieser Zeit noch, ab dem Moment, wo das Boot weg ist? Du wirst eigentlich nur noch physisch stärker und hast vielleicht irgendwelche Kurs mit Mentalcoach oder sonst so Sachen, also wirklich einfach so ein bisschen Sachen, eben organisatorisch und routinemäßig, oder? Aber wirklich das Agieren mit dem Schiff, das ist eigentlich bis zu dem Zeitpunkt ja, das ist vorbei. Genau, das ist vorbei. Es geht wirklich nur noch darum, dass du dich physisch bereit fühlst, bis zum Abflug und auch mental im Team. Was ist die Strategie im Rennen? Was sind What-Ifs, also was Szenarien, was in welchem Moment eigentlich machst du denn auf dem Boot. So Sachen gehst du durch, eben, was ist, wenn das Boot kentert, nachher besprichst du das. Ja. Also kleine Details, wo du durchgehst. Du gehst nochmal alle Crisis Plans durch, irgendwelche Sessions mit dem Mentaltrainer, wo man sich einfach nochmal ein bisschen alleint, was das Ziel ist auf dem Boot nachher. Das Lustige ist ja bei euch ein Mentaltrainer, jetzt rede ich auch vom Pre-Race-Event. Ich habe wirklich gedacht, das ist irgendwie so ein Amerikaner oder so, weil er redet ja wirklich gut Englisch. Und ich so, Alter, wo haben sie denn den wieder aufgegraben, weißt du? Oder wieso kommt der extra auf Zug? Und nachher switcht er so auf Schweizerdeutsch. Und ich so, what the fuck, Alter. Berndeutsch, nein. Ja, Berndeutsch. Also, der kommt von Bern und ist in der Schweiz. Ich glaube, Region dort. Gross geworden. Also, der ist da bekannt. Okay. Und wie sind wir an ihn hergekommen? Ich glaube, der Matthias hat damals mal ein Rundmail gemacht an der Uni Zürich und ETH. Ja. Einfach zum Forschungsgruppen anschreiben, Professoren, Professorinnen, wo es darum geht, ob sie ein Teil von 44 West sind. Und er hat es super cool gefunden. Er hat auch in diesem Gebiet Forschung betrieben, oder macht er immer noch. Eigentlich extrem, also Teams in Extremsituationen ist so sein Thema. Ja. Und dann hat er es super cool gefunden und wir haben uns kennengelernt. Okay, und ja. Hat sehr interessant gewirkt auf jeden Fall. Ja, vielleicht noch eine Frage vom Oski, die er wissen will. Happy Birthday, Oski. Happy Birthday, Oski. Leider kommt die Folge erst in einer Woche raus. Aber der Oski hat heute Geburtstag, für die es noch machen vor einer Woche. Ja. So ein bisschen das... ja, jetzt habe ich kurz überlegen, sorry. Am Oski seine Frage ist, gibt es eigentlich ein Kombi, das wir jetzt herausgefunden haben, nach diesen vielen Tests, die wir gemacht haben, der am schnellsten rudert? Ein Kombi, also eine Kombination von Personen? Ja, auf dem Boot jetzt, auf der La Luna. Also du bist sicher... Es gibt wahrscheinlich verschiedene Meinungen. Wir sind sicher am schnellsten das dritte. Gut, ja, das macht Sinn. Zweierkombinationen... ist wahrscheinlich nicht tagesabhängig. Sehr diplomatisch. Hey, sehr diplomatisch. Weißt, ich muss doch Freunde behalten. Wir müssen noch über den Atlantik. Jetzt ist es wichtig, dass deine Freunde noch behaltest. Aber die Frage musst du uns nach dem Atlantik beantworten. Welches das die schnellste Kombination war? Nein, das sage ich dir nicht. Komm jetzt. Mir kannst du es dann schon sagen. Okay. Ja, ich frage mich jetzt noch bezüglich Training noch ein letztes Pünktchen. Wie fit sind ihr eigentlich oder wie fit bist du jetzt? Ich kann es nicht richtig einordnen, weil wir haben halt früher ein Verständnis von Physis oder Fitness gehabt, das wahrscheinlich ein bisschen anders ist, als du es oder ihr das jetzt sind. Ja. Wie kann man das am besten vorstellen? Oder wie kann man sich eure Fitness vorstellen? Was könnt ihr jetzt besonders gut, was du vor 3 Jahren noch nicht hast können?
Genau, also ich bin sicher auf dem Ergo eigentlich deutlich langsamer als vor... Ja, warte kurz. Okay, sorry. Das ist ja so, Das ist so. weil damals habe ich 3-mal am Tag trainiert, jetzt trainiere ich maximal 2-mal am Tag. Das ist einfach ein riesen Unterschied. Wir haben recht viel Stress auch mit dem Arbeiten und Uni und so weiter. Und was wir jetzt viel besser machen, ist lange Ausdauereinheiten. Wir können 2 Stunden Ergo fahren, wir können 3 Stunden Ergo fahren, wir können 4 Stunden Ergo fahren. Wir Eben das können auch längste, 7 was wir Stunden gemacht Ergo. haben, ist 7 Stunden. 7 Stunden ist das längste am Stück. Oh mein Gott. Das heisst, die mentale Grenze verschiebt sich jetzt halt einfach. Und wir sind klar langsamer und so, aber wir können halt einfach ewig halten. Aha. Das ist, glaube ich, so das, was wichtig ist jetzt auch für das Rennen. Also ist es auch wirklich so ein bisschen der Stoffwechsel, der sich angepasst hat? Oder würdest du Nicht jetzt- unbedingt. Ich glaube, ich bin halt jetzt auch viel schwerer Ja. als damals. Irgendwie 25 Kilo. Ja, ist Von eigentlich dem schon her- krank. Also ja. ihr müsst wissen, der Julian war ein Leichtgewicht gewesen, und du hast sogar amigs noch gegeben. Also- Ja, ganz am Anfang war das mal gewesen, Für als ich die, 500 Gramm gegeben habe. für die es nicht Aber- wissen, im leichten Doppelzweier hat man können im Schnitt das Gewicht haben. Und dann haben wir amigs ein bisschen geteilt, wer Mhm. gibt wem noch 500 Gramm. Und ich weiss schon, am Anfang, ja, hast du... Aber ich glaube, als wir zusammen nach einer Elite gefahren Sind sind, wir beide sind wir 70 beide gewesen. 70 gewesen. Ja, da hat niemand mehr wollen geben. Nein. Aber ich glaube, so in der Anfangszeit der U23 habe ich wahrscheinlich noch 500 Gramm am Beige gegeben. Oder Und so. eigentlich voll komisch, weil eben, du bist irgendwie 1,89, Ja, ungefähr. 88. Ja, so. Ja. So. Also wirklich gross für ein Leichtgewicht. Mhm. Und wenn man dich jetzt vergleicht mit dem Leichtgewicht Julian, also Mhm. man sieht wirklich einen krassen Unterschied. Ja. Ja. Und eben stoffwechselmäßig, ich brauche auch viel mehr Essen jetzt. Also das ist, glaube ich, das Einzige. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Fettverbrennung, wir fahren halt nicht auf Fettverbrennung. Die Strategie mit mehr Ketonen und so, Ja. das machen wir nicht. Aha. Von dem her. Also ihr habt ja wirklich bewusst euch ein bisschen Fett angefressen, wenn man das so sagen Mhm. darf. Hast du überhaupt noch Appetit? Weil früher haben wir ja das Problem gehabt, wir haben immer Lust auf Essen. Und jetzt, Mhm. wie ist es? Wenn endlich mal so viel hast können essen, wie du hast wollen? Ja, ich muss aber sagen, ich habe nicht so oft Hunger. Also ich esse schon, ich esse einfach regelmäßig. Ja. Gute Portionen, aber ich muss gar nicht so viel essen, um das Gewicht jetzt zu Also halten. das ist jetzt nicht so, dass man sich das so vorstellt, wow, sie müssen jetzt über den Atlantik rudern und eine Fettreserve haben, sie müssen jetzt unendlich sich überessen. Nein, ich glaube, die Phase habe ich schon lange hinter mir. Ja. Die habe ich, Die hast du während deiner Leichtgewichtszeit gehabt. Nein, die habe ich nach meiner Leichtgewichtszeit gemacht, wo ich halt auf schwer mal gewechselt habe Ja. danach. Dort habe ich mal 15 Kilo zugenommen und jetzt über die letzten 3 Jahre einfach sehr langsam zugenommen. Aber Also- 25 Kilo und du siehst ja nicht irgendwie schlecht aus, sondern Danke. bitte. Nein, das muss man wirklich sagen, weil früher hast du einfach zu wenig gehabt, Mhm. jetzt hast du, ich weiß nicht, Wahrscheinlich ein bisschen zu viel. ein bisschen zu viel. Ja, ich kann es dir schon sagen. Ich habe gerade einen Dexo-Scan gemacht. Also ich weiß jetzt ungefähr, wir haben es gerade ausgerechnet mit dem Physiology-Guy, der unsere Testings macht. Ja. Und ich habe jetzt 17 Kilo Fett, das ich verbrennen darf beim Rennen. Krass. Und mir geht von wie viel aus, dass man es verbrennt? Ungefähr. Das ist aber halt Individuell. abhängig, wie viel du isst. Ich meine, wenn du 10'000 Kalorien verbrennst und nur 5'000 isst, dann musst du sozusagen 5'000 irgendwo anders herholen. Und die Ah. holst du dann halt durchs Fett. Ja. Und wir machen dann so Berechnungen, wo man könnte sagen, schau, du kannst jetzt zum Beispiel, wenn 1 Kilogramm Fett 7'000 Kalorien hat, wo du kannst verbrennen. 17 Mal. Was, 17 Mal? Nein, dann kann ich kann jetzt zum Beispiel ungefähr 4'000 Kalorien einfach verbrennen am Tag, sozusagen durchs Fett. Alter, Rein das ist ja theoretisch, heftig. ob es dann nachher Ja, genauso ja. funktioniert, Ja, ja. ist eine andere Frage, aber so in der Theorie, für 30 Tage lang kann ich jetzt eigentlich 4'000 Kalorien zu wenig essen, aber bin Und danach dann halt kommst auch du bei raus wie 5, damals nach der Genau. Waage. dann bin ich nachher 5% Körperfett nach dem Rennen. Alter, das wäre ja übel. Aber das Also ist dann wärst natürlich du ja nicht das richtig Ziel. shredded. Genau, aber das ist natürlich auch nicht das Mal, ist Ziel. das Ziel. Das- Das wäre geil, Alter. Nein, Ja. Spaß. Nein, aber das ist so ein bisschen, dann weisst du so ein bisschen, schau, wenn ich nicht ganz so viel kann essen kann, dann habe ich gleich noch Reserven. Okay, und bei den anderen? Das haben nämlich auch alle gemacht. Ja. Boah, ich glaube, sehr individuell.
Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich habe nur Bikini-Stats im Kopf. Okay. Ist jetzt nicht diplomatisch. Ich habe gerade gedacht, Alter, jetzt ist er wieder Ich weiss diplomatisch. es wirklich nicht. Aber haben alle genug Reserven? Ja, ich würde schon sagen. Okay. Und vielleicht doch jetzt, wenn wir schon beim Essen sind, eben der Appetit. Gehst du davon aus, dass der dir verleiden wird? Boah, also nach 5 Tagen jetzt ist es eigentlich noch gut gegangen Aha. auf dem Meer, aber ich weiß nicht, wie es nach Tag 20 ist. Aber es ist nicht so, dass ihr jetzt von eurem Coach, der das schon ein paar Mal gemacht hat, gesagt bekommt, hey Jungs, passt auf, nach 15 Tagen hast du wirklich gar keine Lust mehr zum Essen. Nein, hat uns niemand gesagt. Okay. Wir werden es erfahren. Also, ja. Übrigens, Haribo-Party, Hm. das musst du schnell erklären, weil das hast du erwähnt und das habe ich nicht gewusst. Oder, ja, nein, andere, Ja. keine Ahnung, irgendjemand. Ja, Ihr habt eine Haribo-Party, um euch bei Laune zu behalten. genau. Ich glaube, es ist immer so in der Nachtschicht vom 2 bis am 3 oder so. Aha. Ist jetzt bei mir und dem Matt, wo wir irgendwelche Glühwürmchen essen oder so. Good Okay. times. Aber ich habe immer so Hunger in dieser Zeit. In der Nacht Ja, von 2 immer. bis um 3? Ich habe immer so Hunger. So, ich habe immer Unterzucker dann. Ja. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit Gummibärli essen. So ein Pack. Okay, aber wie Während isst du dem denn das Rudern. während dem Rudern? Ich habe sie so vor mir, so rechts vor mir. Ja. Wenn es natürlich fest wählt nicht, aber Ja. wenn es kein Wasser drauf kommt. Und dann schnappe ich mir die so beim Rudern dann vor dem Einsatz. Also du Lasse ich schnell los und dann nehme ich Eben, das 2, braucht 3... schon ein bisschen Übung, weil du musst dann eigentlich ziemlich schnell Ja, das genau. Ruder wieder packen. Ja, genau. Aber ich meine, das können wir ja, der andere. Ja, gut, aber so auf dem Meer mit diesen Wellen und dann, was ist, wenn das Päckchen Ja, aber es ist- ausleert und dann... Ja, das ist nicht schlimm. Da kommt halt kein Wasser drin oder so. Dann... Ja, aber ist es nicht hure schlimm, wenn so ein Haribo-Päckchen verloren geht? So ja, rein aber es von geht der nicht verloren, Rationierung. das geht nicht so schnell. Aha. Nein, so schlimm ist das nicht. Okay. Gut, also wirklich, ja, Haribo-Party. Klingt gut. Ja, ist sehr gut. Aber wieso du vom 2 bis zum 3 Hunger hast in der Nacht, das ist wirklich ein komisches Phänomen. Aber ja, das überlasse ich dir. Ich wollte jetzt noch schnell auf die nächsten 3 Wochen eingehen. Ja. Du hast gesagt, du bist jetzt dich mit der Family, ein bisschen, spürst mich, fühlst mich, verabschieden. Und dann in 3,5 Wochen nehmen wir das Flug ein. Ja. Von jetzt sitzen wir da zusammen im Podcast, bis zu dem Moment, wo ihr dann abfliegt. Mhm. Was sind jetzt noch so ein bisschen die wichtigsten Punkte, die du da in der Schweiz machst? Die wichtigste, also ich persönlich oder mit dem Team? Du persönlich oder mit Team? Einfach so ein bisschen, wo geht der Julian in den nächsten paar Wochen durch? Also ich würde sagen, ich bin eigentlich recht oft, ich bin sicher jeden Tag am Trainieren. Ja. Ich werde daheim sein, also am Arbeiten und ja, eben Sachen vorbereiten, auch für nach dem Rennen. Ja. Aber, und überall ein bisschen bei der Family. Aber was heisst aber, Sachen vorbereiten? Also, was musst du noch konkret packen? Oder ich nehme an, das Zeug ist schon mit dem Boot. Ja, aber jetzt gegangen, oder? persönliche Packlisten haben wir jetzt noch. Was kannst du denn Persönliches mitnehmen? Also, Es sind viele Sachen. Also keine Ahnung, fangen wir an bei die ganze Kleidung. Was nimmst du wirklich aufs Boot mit? Ja, was nimmst du aufs Boot mit? Also, persönliche Packlisten sind kurze Hosen, vielleicht 2, Socken, T-Shirt, Langarm, UV-geschützt, vielleicht UV-geschützte Hosen, dann Kopfbedeckung. Alles Sportsachen. Alle Sportsachen. Nimmst du keine Jeans mit, nehme ich jetzt an. Nein. Also, Dann irgendwelche 2 Sonnenbrillen, Sonnencreme, das ganze Necessaire, irgendwie viel Voltaren, viel Vaseline. viel Vaseline, ja, so Tape. Es ist eigentlich nicht viel, es sind wirklich nur Basics. Vielleicht noch Geld, so, weißt, wenn Geld? wenn du irgendwo strandest zum Beispiel. Was passiert wahrscheinlich nicht, aber Ja. US-Dollar nehme ich sicher mit. Dann irgendwie den Pass nimmst du mit. Irgendwelche, ja, so Okay. wirklich Basics, wo du auf dem Boot brauchst. Aha. Und was ist so das Absurdeste, was du mitnimmst? Wahrscheinlich so einen Massagegun. Die wir gerade hier unter Ja. dem Tisch haben. Ja. Ich nehme so kleine mit. Aha. Und mit der kannst du dich super noch ein bisschen massieren. Black Roll nehme ich mit. Ja. Einfach so ein bisschen, um den Körper bei Laune zu behalten. Okay, und was darfst du ja nicht vergessen? Was ich auch nicht vergessen. Was ist so das Wichtigste, was du persönlich mitnehmen musst, weil sonst kommt es gar nicht gut? Ja, wahrscheinlich irgendwie Sonnencreme und Ja, Sonnencreme. ja, einfach, dass der Körper bedeckt ist. Aha. Ich glaube, das ist das Wichtigste, Aha. wenn es nachher so heiß wird. Ja.
und du hast nicht irgendwie so keine Ahnung, eine Schoki-Portion oder irgendwie so etwas, wo du wirklich dann wirst brauchen, oder ist das schon mit dem Boot gegangen? Wir haben so viel Schocke dabei, das ist kein Problem. Aber was ist so dein persönliche, das, was du brauchst, sonst geht es nicht? Das, was ich brauche, sonst geht es nicht. Für dich persönlich? Also meinst du jetzt so Material, oder? Nein, also weißt du, sagen wir jetzt zum Beispiel die Sonnencreme, die brauchst du halt wirklich, sonst hast du ein echtes Problem. Ja. Aber sagen wir jetzt, du brauchst irgendwie dein Plüschtierli, also sonst kannst du nicht schlafen. Also was auch sicher noch ist, ich brauche Linsen. Ja. Ich habe eine... Gut, rein theoretisch musst du ja nicht sehen, wo du durchruderst. Ja, aber es wäre schon gut, wenn du ein bisschen rum siehst. Ja. Und viel siehst du ja eh nicht. Das stimmt. Ja, nein. Aber ich weiss, was du aber meinst. eben, ich habe die gewisse Sehschwäche muss man schon behandeln. Ja. Mit Linsen einfach. Aha. Wenn die jetzt rausgehen, dann habe ich schon das Problem. Dann muss ich irgendwie noch eine Brille organisieren zum Beispiel. Ja. So kleine Sachen eben. Okay. Ja. Und... Ja, Also ich wäre ultra nervös, wenn ich das Zeug packen müsste. Ich bin ja nur schon Wieso? nervös, wenn ich für ein Wochenende irgendwo auf Milano gehe. Mhm. Ich muss irgendwie... Aber du musst nicht allein packen. Weißt du, wir haben wieder ein Meeting zum Beispiel am Freitagmittag, morgen Mittag, treffen wir uns. Und dann gehen wir... Nein, wann ist... Ja, morgen Mittag. Shit, das ist schon Donnerstag. Ja. Okay, ja, dann treffen wir uns online. Jeder hat seine Packliste gemacht, jeder reingeschickt. Ja. Und dann können wir schnell vergleichen, hat der andere etwas vergessen. Und dann hast du so ein bisschen Feedback-Runde. Ja. Und nachher weisst du, okay, ich bin ready, ich muss einfach das noch einpacken, fertig. Gut. Also kannst du am Schluss so eine Packliste veröffentlichen. Mhm. Was sollte man mitnehmen, um den Atlantik zu überqueren? Genau. Ja, das würde, glaube ich, noch ziehen. So. Mhm. Ja, und sonst so terminmäßig haben wir noch irgendwie mit Medien oder sonst noch Sachen, die anstehen? Also ich habe noch so einen Shooting-Day mit Doku. Ja. Also wir haben wie so einen Dokumentarfilm, losgelöstes Projekt, wo Stimmt, läuft. hat es mich auch angefragt. Aber ich habe ihnen zurückgeschrieben und sie haben mir nicht mehr zurückgeschrieben. Dazu habe ich nichts zu sagen. Wie gesagt, es ist ein losgelöstes Projekt. Hey. Aber ja, sie werden sich vielleicht noch bei dir melden. Ich weiß es nicht. Aber Also, ich glaube, ja. auf jeden Fall, sie machen eine Doku. Und Das Budget ist ja krass. Also für die, Budget die ist es nicht wissen, Nein, das musst du jetzt nicht sagen. das haben sie öffentlich gesagt am Pre-Race-Event. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Aber es ist sicher höher als unseres Bro, also, Projektbudget. ja gut, wenn du nicht willst, dass ich es sage, dann sage ich es nicht. Aber also alle, die dort waren, das ist öffentlich rausgegangen. Das ist ja so. Gut. Ja, Chef sagt, ich soll es nicht sagen, also sage ich es nicht. Ja, nein. Gut. Ja, also du hast noch einen Termin mit der Doku. Ja, nächste Woche am Freitag habe ich noch einen ganzen Tag, wo einfach gefilmt wird. Wahrscheinlich fragt es mich dann auch so spannende Sachen. Ja, sagst du ihnen, sie sollen mal den Volline-Podcast hören? Ja, ist gut, mache ich. So, weißt du, so... Ich sage ihnen, sie müssen den anderen noch Ja, wirklich, reinnehmen. Nein, aber weißt du, ich meine so im Sinne von... Dann kommen wir dann nachher bei Netflix, oder? Ich glaube, das ist das Ziel von ihnen. Ja. Ob das dann nachher stattfindet. Aber das war ernst gemeint gewesen. Ja. Das ist schon krank. Stell dir vor, du bist dann dort so wie auf Drive to Survive. Mhm. So, hi, my name is Julian Miller. I'm a rower for 44 West Switzerland. Ja. Oder hast du das schon gesagt? Nein, das habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Weiß ich nicht. Ja, das kommt vielleicht. Aber ja, so ist es, glaube ich, die Idee von ihnen. Ja. Eben, ich glaube also Zürich Filmfestival, dann irgendwelche Streaming-Plattformen, ob es jetzt Netflix ist oder Aha. was gibt es sonst noch? Amazon Prime, Sky, Ja. es gibt so viele verschiedene. Es kommt halt darauf an, wer es dann nachher abnimmt. Ja. Und noch das Letzte, bevor ich dich da nicht weiter mit dem befrage. Ist es wirklich so, dass euch eine Kamera filmt? Ja. Aber das kann man nicht live schauen, sondern Nein. es ist nur für nachträglich. Ja, ich für glaube, Doku. das führt zu Missverständnis. Es hat Ja, auch im das Pre-Race-Apro zu Missverständnis geführt. Ja. Aber nein, es sind 2 Kameras, Ja, hinten und vorne, die eigentlich immer sollten laufen. ja. Insofern wir genug Batterie haben. Sie sind an unserem System angeschlossen. Es kann natürlich sein, dass wir manchmal, wenn wir keine Sonne haben, dann haben wir keine Ja, also Energie das und ist dann ja- können wir nicht filmen, oder? Ja. Aber sonst laufen Oder die Kamera Kameras stellt immer. schnell ab und dann sind es nur noch 3. Zum Beispiel. Also dann... Nein, wir können es auch ausstellen. Aber wenn wir sehen, dass wir zu wenig Batterie haben, dann stellen wir sie aus Ja. und dann wird halt nicht gefilmt.
Ja. Aber sonst laufen die 2 Überwachungskameras, kann man sagen, immer Ja. und filmen stetig. Auch in der Aber- Nacht, die haben so wie so eine Nachtsicht. Ah, krass. Also Aber das sind in dem Fall nicht irgendwelche GoPros, sondern das Nein. sind wirklich gute Kameras. das sind recht gute Kameras, ja. Ja. Die haben, glaube ich, so Infrarot in der Nacht. Das heisst, das ist eine recht coole Aufnahme auch. Krass. Also für mich wäre es natürlich oder für alle uns wäre es ultra spannend, wenn wir euch könnten zuschauen, wie so irgendwie, keine Ahnung, ein Leuennest im Zoo, wo gefilmt wird, wie da irgendetwas passiert. Mhm. Aber ich verstehe natürlich, dass wenn du dort drauf bist, dass du ja nicht immer gefilmt werden willst. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall, ihr habt so ein bisschen die Entscheidung gemacht, am Schluss von der Überfahrt Mhm. mit dem Doku-Team, hey Jungs, wir wollen das und das, dass das nicht draufkommt. Und Mhm. es Genau. ist nicht so, dass es so automatisch in die Cloud aufgeladen wird. Nein. Okay. Also es ist auf einer Hardware. Und im gespeichert. allerschlimmsten Fall rührst du sich einfach ins Wasser und dann ist er halt weg. Das wäre nicht so gut. Ja, aber ich sage Könntest jetzt, du machen, ja. du könntest es machen und es wäre wirklich weg. Ja. Okay. Genau, also sie müssen auch uns vertrauen, dass es dann klappt. Ja. Ja. Aber wir haben auch noch Kameras in der Kabine. 2, glaube ich, pro Kabine. Ah, was? Das heisst, dort musst du dich eigentlich... Aber dort nimmst du dich selber auf. Du musst drücken und dann haben wir Fragen, die wir beantworten müssen. Ja. Und dann musst du eigentlich... Ja. Das gehört auch zu der Routine, je Ja. nachdem. Aber wenn du keinen Okay. Bock hast, dann filmst du nicht. Also. Ja, ja. Okay. Aber ja. Ja, hey, und dann fliegt er auf La Gomera. Mhm. Das ist in den Kanarischen Inseln. Ja. Und was ist dort so ein bisschen der Plan? Was ist der Sinn von diesen 2 Wochen noch dort zu sein? Mhm. Kann man dort nochmal das Boot brauchen? Kann man Ja. nochmal aufs Wasser gehen? Oder was macht man dort so in dieser Zeit? Genau, also ich glaube, es ist auch so ein bisschen mehr für den Veranstalter, dass sie die Sicherheit haben, dass wir bereit sind fürs Ja. Rennen. Oder sie checken nochmal das ganze Material. Dann bist du freigegeben, um aufs Wasser zu gehen, dann tun sie dich einwassern. Ja. Und dann auf dem Wasser wird auch nochmal alles gecheckt. Also Wasser, Watermaker, das ganze elektrische System, alles mögliche, Licht, Ja. der Paraanker, das wird alles nochmal getestet. Ja. Und dann bist du wie so freigegeben fürs Rennen. Aha. Also ich will eigentlich alles durchchecken. Hat man da eigentlich Angst, dass man gewisse Tests nicht besteht und nicht starten kann? Es hat schon einen Pre-Test gegeben Ja. und wir haben schon Videos schicken, wie wir alles machen. Also es ist eigentlich alles schon getestet worden, aber am Ende des Tages wollen sie halt einfach nochmal sicher gehen, dass alles funktioniert. Was ja verständlich ist, weil Und am Schluss... klar, es gibt Teams, wo nicht starten. Es kann sein. Also sie können sagen, nein, ihr startet Ja. nicht. Aber ich gehe nicht davon aus. Wie ist es eigentlich mit der Haftung und so? Ab dem Moment, wo sie kontrolliert haben, dass alles gut ist und du sozusagen losfährst, Mhm. bist du selber Die verantwortlich Haftung für ist dich? immer bei dir. Ist von Anfang an, oder? Von Anfang an, ja. Ja. Sie können dir einfach helfen, Ja. zur Seite stehen, aber Ja. die Haftung ist von Anfang an bei dir. Okay. Gut, und dann sind ihr dort auch noch so, gehen ihr noch mal ein bisschen weiter weg von der Insel mit dem Boot? Oder sind das nur stundenweise Ausfahrten? Oder was Das haben ihr sind dort kurze geplant? Ausfahrten. Kurz. Ja. Ich würde sagen, aber bis du den Confirmation Row gemacht hast mit ihnen und danach gehst du vielleicht noch 1-2 Mal raus. Ja. Den ganz genauen Plan haben wir leider noch nicht. Ja. Und von dem her wissen wir noch nicht, wie viel wir rausgehen können. Aha. Aber dann machen wir 2-3 Stunden Trainingsausfahrt, Aha. nachher gehen wir rein und nachher ist das auch gut. Ja. Okay, und auf dem Land, was passiert dort noch so? Auf dem Land, ich glaube, es ist auch viel so Socializing und so. Also Aber mit den anderen Teams? ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir da so, so wie ich uns kenne, sind wir recht fokussiert. Die Ruderer sind immer schon gut gewesen, im sich absondern. Genau. Gut, sind ja alles Ruderer. Ja, aber es sind aber nicht wirklich Ruderer. Es sind keine Ruderer. Ich kann es so sagen, es sind mehr Abenteurer. Und Ja, es geht, ich glaube, so wie ich gehört habe, gibt es auch noch Fiesta am Abend. Und aber nicht vor dem Start. doch, in Du der weißt aber, dass am Ja. Abend vor dem Start wird nichts getrunken, gell? Ja, natürlich. Aber bei uns wird sowieso nicht getrunken. Es ist so, für uns ist klar, was wir erreichen wollen. Aber ich glaube, so wie ich das gehört habe, gehen viele Teams noch in den Ausgang, sich wirklich abschiessen. What? Ja. Also, aber nicht am Abend vorher, sondern einfach in Doch, diesen 2 Wochen. Ich habe auch schon Stories gehört Junge. am Abend vorher und so. Also das wäre so dumm, wie wir damals Nein, durch die Lack. aha. Was, wie wir damals... Wir sind sicher nie vor dem Rennen saufen. Nein, vor dem Rennen nie. Also vor einem wichtigen Rennen. Okay, aber es ist sicher nicht so einfach, mit diesen Ruderern zu sozialisieren, weil viele von denen werden ja auch allein über den Atlantik rudern. Das heisst,
Ja, die sind sicher auch sehr gut im Einsamsein. Mhm. Aber ja, vielleicht für euch selber, ihr kommt sicher noch ein bisschen besser in den Fokus zu vierten, wenn ihr Ja. dort sind, abkapselt. Ich nehme an, es kommt niemand mit von den Partnerinnen und so. Nein. In denen auf La Gomera. Nein, es sind keine Freundinnen dort. Aber wir haben halt durch unser Extended Team dort, der Bani, unser Bootman Gut, aber ist mit dort. denen bist du ja nicht so nah wie mit deiner Freundin. Nein, hoffentlich. aber die sind auch in der Fokusgruppe sozusagen. Ja, Also der Bani, der Till, unser Social Media Guy und der Dean, unser Physio. ja, Die drei sind auch dort. Ich glaube, der Jan Schmutz kommt auch noch, unser Mental Coach. ja. Also wir sind schon recht gleich. Und dann Doku halt noch, wo die ganze Zeit filmt. Also wir sind dann schon so eine grosse Gruppe, die auf dem Platz rumläuft. Also wir sind eigentlich ein riesiger Gang. Wir sind eine riesige Macht Und dann eigentlich. überall noch die hohen Kameras und so. Und Ja, ich bin gibt es dann auch gespannt. so ein Einlaufen wie vor einem Boxkampf? Das wäre krank. Das wäre krank. Ja, aber ich glaube, der Auslauf vom Start dann ins Meer raus ist, glaube ich, recht imposant. Ja. Es sind wirklich mehrere hundert Leute, die Siehst so alle wo so am dort stehen. Winken, alle so am Brüllen und 44 West so richtig am Schicken. Jungs, jetzt ein Zehner, jetzt ein Zehner. Ja, das hat er gestern im Team, also wir haben gestern so ein Meeting gehabt mit dem Veranstalter und er hat gesagt, das ist kein Show-Off dort am Start, sondern ihr rudert einfach normal los. Okay. Aber, Hey, und ich wollte jetzt gar nicht zu fest aufs Rennen eingehen, weil mhm. es ist so unklar. Also ich hoffe, es ist ziemlich klar, was passiert, aber ich glaube jetzt mal, wir werden sicher noch einen Podcast machen, wenn ihr alle zurück sind und das Rennen gemacht habt, dann kommen Mhm. wir alle 4 zu uns und dann werden wir wie so, weißt du, beim Bachelor Mhm. von 3 Plus, werden wir nachher eine Runde machen und fragen, Jungs, sind ihr noch zusammen? Ja, Das ist dann die grosse Frage, aber jetzt bin ich auch gespannt. nur so ein bisschen, ja, so ein bisschen rausgespürt, wie es dir jetzt kurz vor dem Start geht, oder euch, kannst du auch ein bisschen allgemein antworten. Ja. Was, wenn du so rauslässt, was hast du so das Gefühl, könntet ihr am meisten vermissen? Oder du auch? Wenn jetzt so, du hast dir sicher schon mal vorgestellt, wie denn das ist nach 20 Tagen dort. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Es ist so viel. Ich meine, stell dir vor, heute ist es, glaube ich, noch irgendwie 36 Tage bis zum Start. Ja. Und wenn ich jetzt die Zeit nehme, sagen wir haben 36 Tage, was ich natürlich nicht hoffe, Was ihr aber nicht werdet haben, genau. ja, aber wenn es 36 Tage sind, stell dir mal vor, wie lang das noch ist bis zum 12. Dezember. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. also eigentlich bis dann nach dem Sami Klaus. Genau. Damn Also it. das ist noch so weit weg, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, wie ich mich dann fühle. Ja. Ob ich happy bin oder nicht, oder ob ich meine Family vermisse. Wahrscheinlich schon, aber Also du lässt dich eigentlich wirklich ein bisschen ins Ungewisse. das ist, so, Okay, das ja. ist ungewiss. Ich meine, ich weiss, wenn ich nach 7 Tagen bin, Ja. und dort ist das noch voll okay, aber ich weiss nicht, wie es an Tag 20 ist zum Beispiel. Aha. Und ja, so ein bisschen. Ihr teilt die Kabine, oder? Ja. Also gibt es wirklich einen Moment, wo man könnte zu zweit in der Kabine sein? Ja, aber nur, wenn es wirklich so heftig stürmt, aus der falschen Richtung, dass wir müssen ein paar Anker auswerfen und beide, also alle 4 in die Kabine gehen. Ja. Dann wäre ich mit dem Luca in der Kabine, Ja. bis er halt fertig ist. Okay. Und ja. Wie würdest du jetzt damit umgehen, wenn jetzt wirklich die Nerven liegen blank, du Mhm. musst mit einem in die Kabine, wo du wirklich schon lange auf dem Kicker hast, drehst dich dann weg, oder was habt Ja. ihr gelernt? Redest du mit ihm und sagst mir, Alter, du gehst mir so auf den Sack? Ich weiß nicht, ob das in dem Moment noch hilft. Wenn der, also vielleicht einfach Kopfhörer rein. Und Oder wie wegdrehen. eine gute alte Zeit an. Bro, also was? Wir Also haben ich uns habe aber- ihm, ja, ich hoffe, wir nein, haben uns wir nie so zwei- fest gehasst, wie du deine Kollegen nach 20 Tagen nein, aber ich rede jetzt mehr von Sarne im Nationalteam. Habe ich einfach meine Kopfhörer angelegt und dann war es so ein bisschen mein Safe Space gewesen. Dann Ja. habe ich mit niemandem müssen zulassen. Dann habe ich mein Ding können machen und das wird auch auf dem Boot so sein, wenn du deine Ruhe willst, du hast einfach Kopfhörer rein Ja. und dann hast du deine Ruhe, dann musst du den anderen nicht anschauen, oder? Ja. Aber ja, ich meine, wenn es sonst Situationen gibt, tust du es natürlich ansprechen. Ja. Also wenn dich etwas nervt, wo wirklich jetzt schlimm wäre, dann Aha. sagst du es. Aha. Aber wenn halt du einfach selber Ja. nicht klarkommst damit, dann musst du Aha. halt klarkommen damit. Ich habe noch 2 Fragen, Mhm. bevor wir den Podcast werden abschliessen. Mhm. Die erste Frage ist, wenn jetzt du müsstest einen Tipp abgeben, was Ja. du als erstes wirst essen, Mhm. wenn du zurückkommst an Land. Ja.
Was ist es? Weil nicht 44 West. Wir werden das von Voliner Seite überprüfen Oh. und dann schauen, Vorher-Nachher-Vergleich, was du jetzt geschätzt hast Ja. und was du dann wirklich wirst essen. Das erste, sagen wir, du machst Ich den weiss es ersten eben Schritt schon. an Land und dann gibt es was? Ich glaube, es gibt eben Burger. Das ist vom Veranstalter Ich so glaube, gemacht. also so sieht man es immer auf den Bildern, dass nachher alle gehen Burger essen. Also du kommst dann so in ein Zelt, Ja. wo dein Team mit einem Tischli und dann bekommst du Burger serviert. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Okay. Du Ja, hast das Gefühl, das stimmt. Wir Oder werden- hast du auch wir Lust werden auf es sehen. Burger? Bist du ein Ich habe jetzt Burgermensch? auch recht Hunger. Also. Ja, jetzt wird es dann auch langsam 2 Nein, Uhr. aber ich glaube, ich habe schon Bock, nach 30 Tagen in einen Burger reinzubeissen. Das muss krank sein. Ja. Die Geschmacksknospe, die dann... Also hast du das Gefühl, du hast eher Lust auf Explodiert. salzig oder eher Lust Ich glaube, salzig. salzig und Ganz nicht klar. süß kannst du halt essen, oder? Ja, süß verleidet er schon nach 5 Tagen. Ja. Also, irgendwann ist es Maul so... auch wenn- Klebrig es und ist wirklich... trocken und Es ist der Horror eigentlich, was wir machen, nahrungstechnisch. ja. Aber wir freuen uns auf Salziges, glaube ich. Also so ein Okay. Steak, weißt du, so richtig saftig. Ah. Das wäre geil. Ah. Aber ja. Okay, ja, trotzdem, wir werden es überprüfen. Mhm. Und letzte Frage. Mhm. Jetzt ist ja dann gleich sozusagen eigentlich 99% vom ganzen Projekt vorbei. Ja. Oder sagen wir jetzt einfach von zeitlich gesehen. Ja, zeitlich gesehen, ja. Ihr habt angefangen, kannst du mir den Stichtag sagen? Mhm. Angefangen irgendwie Juli 2022. Okay. Juli 2022 angefangen, jetzt haben wir November 2025, also ja, 3 Jahre und Mhm. ein paar Monate. Ja. Wenn du zurückschaust, wie war die Zeit gewesen? Ist es primär so gewesen, hey, ich habe das Ziel immer vor Augen gehabt, oder hast du auch einfach manchmal gemacht, um etwas zu machen? Mhm. Ja, es hat jetzt viele Ups und Downs gegeben. Es ist mega intensiv gewesen, die letzten 3 Jahre. Ja. Also es hat Momente gegeben, wo man, glaube jeder einzelne von uns an seine Grenzen gekommen ist. Einfach so auch im Alltag, weil es einfach so viel war. Aha. Und mit Training und mit Arbeiten und mit allem Freundin. möglichen. Freundin auch, aber Freundin ist meistens nicht so belastend. Aber Nein, es ist nicht es nimmt belastend. natürlich auch Zeit, aber ja. Aber Wenn du willst, ein guter Freund sein ja, natürlich. dann musst du auch, also kannst nicht einfach noch für 44 West arbeiten. Das ist es so, aber ich nehme, Ja, aber 44 West ist halt schon im Vordergrund deine erste gestanden. Freundin. Nein, Spaß. Nein, aber ich würde sagen, 44 West hat schon auch gewissen Vorrang gehabt, in diesem Jahr jetzt zumindest. Ja. Und die Freundinnen haben nicht viel können machen dagegen. Sie haben Aber es sind immer noch alle mit dieser Freundin, oder ja, fast alle mit der Freundin zusammen. fast alle, ja. Also ich sage, ihr habt es gut gemacht, das wollte ich Ja. damit sagen. Genau, wir haben es probiert zu managen. Ja, ja. Aber ich glaube, die Freundinnen sind froh, wenn es vorbei ist. Ja. Aber ja. Ja, und so ein bisschen Highlights, weißt du, so geile Highlights. Highlights. Boah. Ich glaube, wir haben viele Highlights. Dein persönliche. Nur eins, kann ich nur eins Ja, sagen? kannst du auch 2 oder 3. Ich glaube, Highlights waren so Finanzierung, boah, es kommt ins Laufen. Ja. Das ist ein Highlight. Weißt du, das erste Mal, wo so das Geld überkommt. Klassischer HS-Killer. Genau, du bist so, fuck, jetzt können wir das Projekt auch umsetzen. Ja. Oder? Das ist Ich wichtig. bin liquid. Ich bin liquide. Dann das andere ist halt die Erfahrung auf dem Meer, mal so in grossen Wellen zu sein, ist insane. Grosse Wellen. Grosse Das Wellen. ist es. Sturm, das ist, weißt du, am Anfang hast du wirklich so Angst. Ja. Aber bei der 3., 4. Ausfahrt kommst du so langsam so in eine Routine hinein, wo du es auch ein bisschen geniessen kannst. Ja. Obwohl es immer noch crazy Okay. ist, aber das ist Adrenalin pur. Das ist ja geil. Krank. Und sonst Highlight, ich glaube einfach so gesehen, was wir alles erreicht haben mit dem Projekt, Ja. wie viele Leute wir haben können erreichen, was wir auch für einen Impact haben mit unserer Charity und so weiter. Das ist geil. Nice. Und natürlich die 4 Auftritte bei Volline. Das ist crazy, ja, 4 Auftritte. Also ich meine, welches Team Ja. hat das schon bekommen in den Mhm. letzten paar Jahren? Also muss Das man schon ist es sagen, wir sind nie nicht auf dem Boot getroffen. Wir bekommen auch nichts von 44 West. Ja, aber das schätzen wir an euch auch so, oder? Genau. Also ihr sind halt auch gute Menschen. Ja, und das ist Und, wirklich so, dass wir
eigentlich ein bisschen inoffiziell der Podcast für euch sind. Genau, ganz klar. Ganz klar, oder? Wir können es auch offiziell machen. Gut, machen wir es offiziell. Im Namen vom 44 West Team sage ich, dass ihr der offizielle Podcaster sind. Oh, das ist wichtig, weil dann nach dem wir können noch, weißt, wir handeln nachher noch etwas aus, André. Ja, du zahlst das Essen. Das ist gut. Nein, Spaß. Nein, easy. Ich freue mich, das ist wichtig für uns, das bringt uns Wachstum. Geil. Ja. Hey, zum ein bisschen richtig Ende gehen vom Podcast, jetzt haben wir schon eine Stunde. Ja. Und wir wollen noch essen. Ja, gibt es noch etwas, wo du loswerden willst? Wenn ich loswerden. Also mich nimmt es schon Wunder. Kommst du auf Antigua, André? Fuck, die Frage habe ich gehofft, dass sie nicht kommt. Ich muss dir ehrlich sagen, ich werde schon die ganze Zeit von Seite Matthias angefickt, dass ich eben nicht komme. Oh. Ja. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Nein, das hast du nicht gewusst. Es gibt viele Gründe. Ich wollte jetzt da nicht in meine persönliche Agenda reingehen in diesem Podcast. Aber du weißt, ich bin ein beschäftigter Mann. Ja. Damit Folline auf Antigua kommt, da braucht es halt schon ein bisschen mehr als einfach 4 Auftritte. Okay, also was brauchst du dafür? Was brauchst du für ein Resultat Etwas, von wo du uns? nicht kannst zahlen. Ein Resultat? Das Resultat? Ja, was müssen wir erreichen auf dem Atlantik, dass du die weite Reise auf dich nehmen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ihr müsstet alle in Rekordzeit natürlich nackt über den Atlantik rudern. Okay. Und dann am Schluss voll Fahne aufheben. Okay. Leider dürfen wir keine andere Fahne mitnehmen. Tut mir leid. Ja, siehst du. Ja. Nein, wenn dann spontan, wirklich. Also du weißt, ich bin ein spontaner Mensch. Das ist ja so. Wenn es mir passt, das Flug wird gebucht, Also aber gut. momentan sieht es nicht danach aus. Ich habe noch eine andere Frage. Gut. Machen wir mal einen Podcast, wo ihr interviewt werdet. Du und der Oski. Hat es das schon mal gegeben? Hey, letzte Woche oder vor 2 Wochen haben wir mit Unsportlich einen Podcast gemacht. Ah, die kennst geil. du bestens. Da bin ich natürlich auch schon Die mal haben dich schon richtig auseinandergenommen. Also ich Ist weiß das nicht, so? welche Folge das war, aber Unsportlich hat mal der Julian so richtig... Wirklich? Das Ja. weiß ich gar nicht mehr. Ja, die haben sich gefragt, ob du Charlie Gmelin geil findest. Jo. Ja, deine Antwort Da bin ich aber gut ausgewichen. Ja, eben, du bist ausgewichen. Ja, natürlich. Ja, das ist ja eine blöde Frage. Ja, sie stellen nur blöde Fragen. Ja, wirklich. Nein, aber wir haben Deswegen sind ihr ja auch der offizielle Podcast von 44 West und nicht ja, ich hätte Unsport. noch schon ein bisschen tiefer können gehen, aber ich bin brav geblieben, oder? Sehr. Nein, mit Unsportlich haben wir einen Podcast gemacht und dort sind wir gerade wirklich ein bisschen in die Bredouille gekommen, weil sie haben das Ruder so umgedreht, dass wir am Schluss die Interviewten waren. Und ich habe mich am Schluss müssen unter dieser hohen Palme beim Oski verstecken, Ja. weil es mich angefickt hat, dass ich 2 Wochen vor dem Wettkampf sexuell abstinent bin. Okay. Ja, also ich bin wirklich drunter gekommen. Okay, ja, Also unsportlich sind am Schluss- böse Zungen. Am Schluss bin ich als Nonne aus dem Podcast rausgelaufen. Okay, krass. Darum, Dann hast du zu wenig Führung übernommen, André. ich habe es versucht. Okay. Aber du bist als human rausgegangen wahrscheinlich. Ja. Ich habe es schon, schlussendlich habe ich es schon im Griff gehabt. Aber. Ja, doch, ich habe noch eine Frage, bevor wir das wirklich beendet. Okay, Freust du dich? mega. Ich meine, wir gehen in den Sommer jetzt. Da ist irgendwie, wie viel Grad haben wir? 5 oder 10? Heute war, glaube ich, das erste Mal 0 Grad am Morgen. Okay, ja gut. Also, ich habe gesehen, La Gomera 29 Grad im Moment. Sonnenschein. Und wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen runtergehen in den nächsten Wochen, bis dann der Start ist. Aber Ja. ich glaube, es wird einfach auch eine coole Zeit mit dem Team jetzt noch ein bisschen zu geniessen. Weil jetzt war es so hart gewesen. Wir haben so viel müssen arbeiten und für das. Und jetzt müssen wir es auch noch ein bisschen geniessen dann am Start. Oder die 2 Wochen, wo es dann nachher losgeht. Ja, Ich glaube, auf das freue ich mich schon. Ja, schön. Und die anderen wahrscheinlich auch, oder? ja mega. Hat niemand so ein bisschen Bangel? Kannst du dann noch am Rennen die anderen fragen? Gut. Sehr, ja, politisch korrekt. Nein, und was wünschst du dir? Was ich mir wünsche, dass einfach alle wieder heil ankommen. Ja. Und Ja, hey, du hast nur einen Wunsch. Nein. also Nein, gut, komm, lass den nein, zweiten raus. komm, ich wünsche mir jetzt nur das. Gut, Und den Sieg. Ich will siegen, André. du willst siegen. Ich will wieder mal gewinnen. Gut. Ich will gewinnen, ganz klar. Bro, du hast gewonnen mit deinem Leben. Ja, natürlich.
So, jetzt werden wir esoterisch. Ja. Ich glaube, wir müssen das Ganze beenden. Sag noch schnell, wie kann man euch während dem Rennen verfolgen? Genau, also auf der offiziellen Webseite von World's Toughest Row ist der Tracker aufgeschaltet. Immer 24/7. Das ist so eine Art Vessel-Tracker. Genau. Oder wie kann man das sich vorstellen? Das ist so Dot-Watching, eigentlich so Schiffli, wo du kannst verfolgen von oben. Was sieht man Du alles? siehst den Speed, du siehst Estimated Time of Arrival, wenn wir ungefähr, wie viele Tage wir haben, ungefähr, ist natürlich mega abhängig von den Tagesbedingungen, wie viele Nautical Miles wir pro 24 Stunden gerudert haben. Ja. So Sachen, so ein bisschen Stats siehst. Ja. Und Speed, das Wichtigste. Ja. Und dann sieht man, wenn es unter 1,1 ist, sind sie am Chillen. Ja, dann haben wir ein Problem. Also wenn wir uns über 4 Knoten sehen, dann sind wir am Fliegen. Also dann sehen wir einen am Rupfen, dann sehen wir den Mann im Schmerz, genau. der hinten abliegt. Geil. Rücken schon gebrochen, aber er macht weiter. Ja, Mann. Genau. Ja, schön. Und eben, ihr werdet selber noch posten auf Insta. Genau, Instagram, LinkedIn, alles Mögliche, oder? Also sehr gut, sehr natürlich gut. Auch auf unserer Webseite könnt ihr WhatsApp-Status? WhatsApp-Status leider nicht. Ja gut, dann haben wir alle Grosses und mit 40er, mit 50er kommen nicht. Heutzutage können auch die schon auf Instagram. Nein, natürlich. Gut. Ja, in dem Sinn, herzlichen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast, heute vorbeizukommen. Ja, schön, dich wieder mal zu sehen. Ja, das ist wirklich so. Wir haben es gerade verbunden. Ja, wir sind gescheit. Wir sind sehr gescheit. Danke an deine anderen Kollegen, an Lorenzo, an Matt und an Luca, die sich auch Zeit genommen haben, im letzten Jahr bei uns vorbeizukommen. Es hat wirklich viel Spass gemacht mit euch und leider ist der Oski nicht da. Aber ich mache es jetzt, weil er heute Geburtstag hat, im Namen von Voline. Wünsche ich euch nur das Beste. Eben viel Gesundheit, viel Freude auch, viel Power. Und ich glaube, das Wichtigste ist doch auch viel Durchhaltevermögen in den nächsten 2 Monaten. Ja. Und ich bin wirklich gespannt. Wir sind gespannt. Wir werden sicher auch ab und zu darüber berichten. Und dann freuen wir uns dann schon auf die Endabrechnung hier im Podcast. Sehr geil. Ja, ich bedanke mich im Namen vom Team 44 West. Sehr geil. Ich freue mich. Wir sind Representer, oder? Wir sind eigentlich wie so, jetzt müssen wir nur noch die Hand schütteln mit den 2 Flaggen hinten dran. Ja, leider ist unsere Kamera seit etwa 45 Minuten ausgestellt, weil der Storage voll ist. Deine auch? Ja, deine auch. Nein. Ah. Okay, das ist schade. Das tut mir leid. Gut, habe ich nicht gewusst. Ich habe immer gedacht, jetzt läuft es. Aber ja, in dem Sinn, danke, wenn ihr immer noch dabei seid. Es hat wirklich viel Spass gemacht heute, den Podcast zu machen. Vergesst den Podcast nicht zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Podcast und auf Spotify. Folgt voll rein auf Instagram und 44 West auf Instagram und überall sonst, wo man diesen Kumparen folgen kann. Ja, und wir geben uns Mühe, jede Woche das Beste aus der Welt vom Sport für euch zusammenzufassen. Und in dem Sinn... Voll rein. Voll rein. Und wir werden uns sehen. Geil. Ciao. Ciao zusammen.